Nostim. Y no, Roberto, vos sí me dir. Sammy, es ist kalt bei dir in San Diego. Nein, es ist Eis. Es ist Oh, Eis, Eis, geh Eis, ich es zu ist Eis. dir. Geh ich Komm zu zu dir. mir. Du hast dein Zimmer da, du weißt schon, Abraham. Ja. Aber ich darf oben dein Avion euch. Ich will dir schicken mein Avion, was ist der Oh, Meise? das ist Geräte nicht Was? gefunden. Bravo, hola Ángel. Hola. Roberto, nu, was machst du? Ich warte, als soll ins Einland nahe, kein San Diego. Nee. Du bist, ich kann euch einladen, Roberto, und ein Weib euch, alle Männer, Abade. Mein Schutef, was ist? Ist mein Schutef. Ja, Aber Emes. ja. No, sinishtuka nadie, Sabro. Me das bar, me está memoria. Sein, Mirz Hashem. Ale vai. Merz Hashem, ja. Ay, vei. Regina, bei dein Nomen, te llamas Moto E5 Play. Oh, Ich will dir euch lernen, beiden dein Nomen. Regina, was machst du? Sehr gut. Und du? Als ich bin mit euch, fühle ich sich schon gut. Sehr gut. Abade. ¿Ya empezó? No, todavía no. Me contesta. Sí, a vos te contesté. Yo. ¡Hola, Butarta! Gut, was machst du? Abraham, ¿sabes que no me están llegando los avisos del Yiddish Tish, salvo el de hoy? No sé por qué, entonces no participo porque no me entero. La culpa es de Dalia. ¿De Dalia o de Silvia? Dalia tiene la culpa. Ahí está, Hola. ahí está. Yo soy Dalia. Les quiero contar que tienen que seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, así porque es. ahí está todo. Hay veces por ahí un mail entra en spam o se traspapela o no sé qué pasa, pero es importante que nos sigan y nos miren en el Facebook, porque ahí se publica todo con las direcciones, con los links, que ustedes solo hacen un clic y entran a la actividad que sea. No, porque nosotros solemos ir, asistir siempre y últimamente no recibo, por eso. Porque nosotros te discriminamos, Rubén. No queremos que vengas. Yo les voy a mandar, si quieren, ahora un archivito en el chat donde están las direcciones de las redes sociales. Y otra pregunta es... Rubén, hay que escuchar la Yiddish Yeshu también. Bueno, escúchame, la Yiddish Yeshu, ¿continúa en el mismo horario del mediodía? Siempre. Sí. Y Dalia, puedo hacerte una observación. Pero no en Radio High. ¿En qué radio? Por Facebook. Por Facebook. No nos siguen en las redes ahí, ¿eh? Por eso no la podía escuchar. No, pero les voy a mandar ahora. Yo les voy a pedir un favor. Mándenme sus direcciones de mail en el chat por las dudas, así las actualizo. Si pueden, escriban en el chat su dirección de mail
y yo me las guardo para actualizarlo en una de esas. No está llegando por alguna razón que desconozco, pero si ustedes me copian la dirección de mail, yo me ocupo de que les lleguen estas notificaciones. Dalia, ¿te puedo hacer una observación, por favor? Sí, claro. Yo no tengo inconveniente en enterarme por las redes sociales. Lo único que te pido es lo siguiente. Yo soy viejo en el Ivo, vos sos nueva. Yo lo que pido es organizarte en forma mensual, todas las actividades que vienen al mes siguiente. Soy loco, soy formalista y yo... No, está bien, yo te entiendo un calendario. Dale, Un calendario. Disculpa, no, yo no quiero un calendario, quiero en forma mensual todas las actividades. Vos llamás calendario, yo llamo un sketch. Hacé un sketch de todo el mes que viene, todo el mes, pero todas las actividades. Es una buena propuesta, la voy a transmitir a ver si lo podemos organizar. Ya está, hay que organizarlo, Dalia. Bueno, es una buena idea. Lo tomo. Hasta ahora que vamos a cambiar algunas cosas de Zanguí. Dalia, ya envié mi dirección de mail a muchos que están en el IVO. En vez de hacer que nosotros te mandemos a vos que sos una, tomate el trabajo de recabar a los distintos que tienen las direcciones y hacete un listado de los emails de todos. No, eso lo tenemos, pero yo lo digo para alguien a quien no le haya llegado hoy, por ejemplo, la notificación, si hoy no le llegó, por ejemplo, del TISH, que me lo anote. Y acabo de mandarte, Dalia, por el chat. Perfecto. Sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Abraham, hay una actividad el sábado también. ¿El sábado? ¿Qué pasa el sábado? El sábado no es a Eliau Toker, ¿no? Yo tengo que estar. A Zoe Zoxman. Pero yo no la organizo. No, vos no lo organizás. ¿Pero no te invitaron? ¿Y si yo tengo que hablar? Ah, bueno. ¿Cómo la hizo entrar? Ay, jebre. Lo más importante, ya te mandaron el cheque. Sí, ya. Abraham, ya te mandaron el giro. No, me prometieron pagarme el doble que la última vez. Que era Gurnish. Y bueno, el doble voy a cobrar. Gurnish mit noch. Gurnish mit Gurnish. Che, voy a buscar a mi cantante, que si no, no empezamos sin él. Wieser, mein Singer. Van a hablar de teatro en Rumania. WhatsApp. Los que hacían teatro, los que eran espectadores en la época. WhatsApp. Leer. Admitir. Montevideo y Shoindó. Schön, wir seien eine internationale Gruppe. Oh, Sergio Lerer is do, Eib Miron. Jebre, in 1 minuto arum Eib Miron. Prepara el videíto, Dalia. Por Sí, favor. lo tengo preparado, pero como se están uniendo, yo esperaría aunque sea medio minutito Vamos más. a esperar 2 o 3 minutos más. Dale. Sí. Oh, México y Shoindó. Uy, Hola, Malena. Hola, Gentele. Vos Max de Gentele. Pongo el parlante. Vive el Gekenen Yiddish. Darf dir wissen, als wenn ich red mit Mexiko, so wie ich, was machst du Gentele? El presidente. Ich will alle verstummen, weil Oibir wird reden, will ich gehen schlafen. Wenn ihr darfen später fragen, wird ihr anziehen die Mikrofonen. Lehrer, du bist da, ich sehe dir nicht. Sie da 2 Ekranen. Ihr wisst, was ist ein Ekran?
An Ekran ist Pantalla. Entschuldig, ich bin gewinn verstummt. Jo, Shalom Aleichem, ich seh Eichalemen. Ich sehe dir, Lehrer. Ich sehe dir. Als du bist da, bin ich ruhig. Ok, Hebre. Dalia, empezamos. Hebre, Sholem Aleichem, wir wollen neben unser einzigen Tisch, wir wollen proben sehen und analysieren jüdischen Theater von einer historischen Perspektive und sehen, was ist gewesen der Hoheit von jüdischen Theater und für was seien wir gekommen bis unsere Tag mit dem Dosig Neusen von jüdischen Theater. Und wir wollen noch neben mit Molly Picons Lied, was in der Emessen Oton geschrieben, Melodie und Texten ihr Mann, Kalich. Und wir wollen ein bisschen analysieren, was meint die ganze Welt ist ein Theater. Dalia, dale nomás, a ver si tenemos suerte. Die ganze Welt ist ein Theater, in mir alle Sinnen die Akteuren. Vierer geht mein Roll aus, teke van Applaus, in der Eulem sitzen Fleits und Schier. Die ganze Welt ist ein Theater, auf der Bühne spiel ich schon von Jahren. In mir sei euch, seid ihr, wel ich mach na probier, weißen wir, seid euch von mir, you know, whenever I walk out on the stage. Ahí está, muy bien. Also fleckt Molly Picon ohne ihre Spektakeln. Stell ich die Frage, wer hat geschrieben, dem Gedanken, dass die ganze Welt ist ein Theater? Molly Picon, Charles Chaplin, weil Charles Chaplin hat euch an ihn reinführt, was meint, dass die ganze Welt ist ein Theater. Chaplin hat genommen bei Molly Picon hat genommen bei Charles Chaplin, Bluff. Beide haben genommen von einem Akteur, einer Schreiber, William, mit der Familiennamen Shakespeare. Das ist alt für 100 Jahre. Die Frage ist, hat es ausgetragen oder hat es genommen von jemand anders? Ich weiß nicht. Man kann nicht wissen. Weil für die Argentinier ist klar, als geht eine Diskussion mit nationalen Hymnen, sie darf singen Azoi, sie darf beneien die Wörter. Und keiner tracht nicht, als Blas Parera, der, was hat geschrieben, die Musik, hat euch gegammelt. Gammelt meint, beten der Leubenisch und zitieren. Fahren rein für Clemente, fahren mitten auf Mozart. Hevre, das ist der Gang ins Spektakel. Wer hat geschaffen, wie nennt man ein bisschen Masel, ist sicher Benzion Wittler. Wer hat gemacht die Parodie Schwiegaro, wo man nimmt Rossini und man spielt Theater von einer jüdischen Chassene? Ich weiß nicht. Der sagt Pesach Geburtstag, der andere sagt, ich habe meine These, aber das sind nicht die Themen. Die Thema ist, wie soll kommen wir zu Jiden, zum jüdischen Theater, und was meint jüdischen Theater und für was kommen wir rein so spät in Theater?
weil faktisch alle sagen mir, Avrom Goldfaden jüdischer Theater, aber de Chaverim, das ist ein Meilenstein. Meilenstein, wie sagt man auf Spanisch? Mochon, Anoneb, was weiß den Weg. Wie viele Meilen seien da im Weg? Das ist ein Meilenstein. Weil Leon, ich will dir verstummen. Nein, schon, red nicht. Weil man sagt, dem und dem Tag hat Avrom Goldfaden gespielt zum ersten Mal Theater in einem Café in der Stadt Jas. Und von dem Autor, und sagt, ich habe geschaffen das jüdische Theater Bluff. Das ist schön für einen Lehrer. Jeden seinen Gewinn in Kontakt mit Theater, schon in die Zeiten von den Griechen. Aber, also hat man gesagt, die Griechen haben reingebracht Theater in Israel mit 2320 Jahren zurück, wenn sie seien gekommen mit Alexander Mugdol. Aber als wir lesen die Gemorre, sieht man, als 200 Jahre früher hat man schon gespielt Theater in Eretz Israel, in der Zeit von Tanach. Nicht für keinem gedacht, wir wollen es nicht sterben. Aber wenn man geht zu Alevaye, sagt man das erste Kapitel Tilim. Ashrei Aish, Asher lo alach, ובמוישף, שלא הלך בדרך רשועים, ובמוישף ליצים לא ישב. Was meint Moishef Leitzim? Was seinen Leitzim? Ihr habt einmal gehört dem Ausdruck, Leitzim. Moishef Leitzim meint, als solche Sachen, sagt die Gemorre, was los nicht lernen teure. Dort zum Beispiel, ein wohl gewinnt, ich sehe, Jaime, du willst etwas sagen? Payaso. Ein ist Payaso. Ein Leitzim seinen Payasos. In Ivrit ist Leitzim Payasos. Leitzan, Leitzim. Es kann sein Buffon. Sie dasselbe. Das sie gewinnt ein primitiver Akteur. Aber gehen in die dosige Spektakeln, los nicht lernen kein Teure. Und das ist ein Fakt. Was der orthodoxische Sektor geht auf Konzerten, was haben ein Ziel, was lernt Teure. Und ich sehe im Oben als Sachsingers und Schöne und sie singen Rap und Schmap und alle modernen Narrischkeiten. Aber mit Psukim von der Teure. Und Singers machen noch Smires, was man sieht, Freitag zu Nacht beim Tisch. Smires, Gesangen, es ist da, aber das darf sein Teure. Der Lubavitcher Rebbe singt ein Lied, der erste in 1700 mit Epes, und zu Yom Kippur genommen ein napoleonischer Marsch, weil der Lubavitcher Rebbe ist gewesen ein Anhänger von Napoleon. Der Wilner Goen ist gewesen gegen Napoleon. Und einer hat sich nicht gekannt, angucken zum Zweiten. Oder Lubavitcher Rebbe genommen an Nigen, angegeben a Posek von Nile, die letzte Tfile für Yom Kippur, und singt la 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 la.
Spieltheater. Die Chassidim spielen Theater, euch. Nicht in die Dimensions, was wir meinen von Jiddisch Theater. Sie drücken uns Gefühl. Und jeden haben gehabt, verboten zu gehen in griechischen Theater. Aber wer folgt dem Reben? Wer folgt die Lehrer? Wenn ich will euch sagen, verstummt die Mikrofonen, wird ihr machen Punkt verkehrt. Wenn ich will euch sagen, nicht lehnen das Buch, wird ihr gehen und lehnen. Weil von wann weiß der Rebbe, als man darf nicht lehnen, weil hat gelehen. Und ob hat gelehen. Für was soll ich nicht lehnen? Das ist eine natürliche Sache. Aber Elisha ben Avuya, und ich habe stark lieb Elisha ben Avuya, so lieb wie Rabbi Akiva, weil ich bin ein Eklektiker. Ich bin sicher, dass Elisha ben Avuya ist gegangen sich Boden in ein Schwimmbassin, La Pileta de Natation von den Griechen und gegangen in griechischen Theater in die Zeiten von Rabbi Akiva. Mit 2000 Jahren zurück. Aber wenn wir reden ein von Theater, ist nicht Theater, wie wir gehen sehen in Teatro Nacional Cervantes oder in San Martin oder sehen, wo hat gespielt Shakespeare? In a Stall, in die Stallen. In die Stallen, Graneros, wo die Behemoths drehen sich herum. Sie sind nicht gegangen. Oder in den Parken. Und das Volk ist gegangen, in die Maises. Weil Theater ist Maises. Und jeden haben ständig gehabt Storytellers. Was das ist, gewesen der Spektakel. Wer seinen gewähnt die Dosike der Erzählers von Mainzes, was pflegen machen Spektakeln, Magidim, der Magid, was pflegt halten a Drosche wegen Parsche von der Woche. Es ist klar. Und sie pflegen herumfahren von Städtel in Städtel und hat gehalten die Drosche und pflegt bekommen, wie man sagt, a la gorra. Wie viel man hat ihm gegeben, hat genommen. Da sind gewesen unsere Storytellers. Aber es ist gewesen eine andere Kategorie. Musikanten. Oder Klezmorim. Welcher ist der Unterschied von einem Musikant und einem Klezmer? In der Kolloquial, und wir werden reden wegen Mizrach-Europa, weil das interessiert uns. Der Unterschied zwischen einem Klezmer und einem Musikant ist, der Klezmer kann nicht lernen, keine Noten, und der Musikant hat sich ausgelernt. Notatie, wen Guido d'Arezzo hat gemacht die Noten. Guido d'Arezzo, weil auf Italienisch darf sein Guido d'Arezzo. Also jetzt, Musik ist man gewöhnt zugewohnt zu hören. Eufa so weit, also wir wird spazieren in Worms, eine von den ersten Städten von Jeden in Deutschland. Mit 1000 Jahren zurück, in die Territorien, wo Jiddisch ist geschaffen geworden, ist dort gewesen ein Tanz aus. Und in einer alte Stadt von Meire Europa, in der jiddischen Gegend, in dem jiddischen Quartal, Wilde Jeux,
in Frankfurt, wo Iden haben gewohnt, die so gerufene mittelalterliche Ghetto, seine gewähnt Tanzhäusen, Eiser. Was ist ein Tanzhaus? Ein Salon de usos múltiples. Alles ist dort vorgekommen. Man hat gekannt, Prave nach Hassen, ob es hat geregnet, tanzen, sie gewinnen jüdische Ballen, noch eider die Orthodoxie hat das verboten. Und es pflegen kommen wandernde Truppes, spielen Musik und Menschen, was pflegen bekommen den Namen Spielmann. Was ist ein Spielmann? Spielen auf Jiddisch will sagen 3 Sachen. Spielen ein Instrument, spielen Theater und spielen auf die Nerven. Aber spielen meint das. Spielmann meint ein Äquivalent von a mariachi in Mexiko, ein pajador in Argentinien, weil der pajador, der was fort über die Cafés und singt Sachen und erzählt meistens, das, was mir um einen Namen gegeben, Juglarn oder Troubadour. Und sie seien gewähnt die primitive Akteuren. Und das hat gemeint Theater. Das hat gemeint Theater. Nicht der griechische Theater und nicht das Theater, was wir meinen. Aber die dosige Klezmorim seien nicht gewähnt kein koschere Jeden. Weil wenn sie fahren zusammen, von einer Stadt in der zweiten, Männer und Frauen, und Frauen in der Mitte, ob mir die Intellektualen von jedem Dorf einen Namen gegeben, die dosige Musik, ihr wisst wie soll, Katzmusik. Was meint Katzmusik? Nicht, was die Katz miauken, nur das, was die Katz tun auf die Dächer bei Nacht. Das heißt, ausgelassene Musik. Und ihr darf wissen, dass im 16. und 17. Jahrhundert ist verregistriert ein Klezwerte, was ist nicht gewinn geheiratet und hat gehabt 2 Mamseirim. Chevre, das haben wir euch gehabt. Und das sind gewinn die wandernde Truppes. Man pflegt erzählen am Mainze, sie seien gewinn die CNN von Mittelalter. Weil sie haben gespielt Musik, sie haben gespielt Theater und erzählt Mainzes. Und sie seien gewähnt die CNN. Für was? Weil sie haben gebracht Mainzes von einem Territorium in der andere. Und in Bibliotheken seien voran Texten von Mittelalter, was erzählen wegen Pogromen, was mir wissen, als sie seien vorgekommen, weil die dosige Musiker so lieber gelost sehr Libretto. Und sie ist da in Pariser Nationaler Bibliothek und im Britischen Museum und in Amsterdam in der Rosa Italiana, die irische Sektion von Mittelalter. Also ja, sie ist da eines von dem. Sie ist sehr leicht zu gewinnen, das. Und die, welche haben lieb klassische Musik und ihr hat stark lieb zu hören Carmina Burana,
Oratorio Profano von einem Nazi, weil Karl Orff ist gewesen ein Antisemit, ein größer Nazi. Und genommen Texten von Mittelalter und Eubir wird lehnen die Texten, wird ihr sehen, für was der Tenor singt wie eine Freude. Aber das ist auf eine zweite Lektion. Das heißt, wir haben Geseder gehabt, Verweilers, Entertainers, Animadores. Animadores. Aber das ist gewesen für nicht wichtig, si der Spieler, der Akteur ist ein neues gelassener Mensch. Auf mein Simche, wenn ich mache Hassene, eine Tochter, pflege ich herabringen berühmte Musikers von wann haben wir herabgebracht Musikers? Von Bemen. Bemen. Der Name Bemen auf Spanisch ist Bohemia. Stelle ich die Frage, ihr habt sich einmal gehabt, für was der Name Bohemio, nicht Atlanta, nur Bohemio, La Bohemia, für was ist die Opera La Bohème? Weil dort alle zusammen, Englisch, Mädlich, weiß was. Weil da sind gewähnt die Zigeiners, was kommen, spielen von Bemen, Bohemia, einzige Tschechien. Bemen und Mähren, Bohemia und Moravia. Und wir sind gegangen mit sie. Und wir haben gespielt und neu gespielt, Musik und Theater. Aber Theater ist nicht das, was wir meinen. Einzutag wie Theater. Theater ist gewesen Rezitaties, meistens Lieder. Bis etwas geschehen, und ich avanciere, weil wir wollten gekannt machen, ein ganzes Seminar von Mittelalter, wir haben nicht keine Zeit. Bis etwas geschehen mit der französischen Revolution, mit der Skole, mit Nietzsches Gotte gestorben, wir seien geworden weltliche Menschen, nicht alle Cholile, nur wir die Intellektuellen. Und wir haben angehört zu gehen in Berlin in Theater und zu gehen in Paris in Theater und in Warschau in Theater und in Prag in Theater und zu Konzerten. Mit einmal darf man oben Akteuren, weil es ist da eine Forderung, der Eulen will. Vox Populi, Vox Dei. Und es ist ein Geschäft. In der modernen Zeit, wer seinen gewinnt die ersten Singers, was haben die Tradition im Mittelalter. Das, was wir rufen Batchen. Was will sagen Batchen? Bdicha auf Ivrit meint Unchiste, a Witz. Der Batchen, über Wild erzählt Witzen, aber Levadeach meint Entertainer. Und das ist ein Stickel Pajador, Troubadour, was erzählt, was ist später geworden der Anführer von Achassene. Ist sich zu der Melodie von Nabatchen, Lehrer. Oy kaleleim kalemein, deine Tränen dem siebten Chein. Ein darfst du schon zu der Chippe gehen, es kann kein Simche nicht sein, und gewein, oi wen kalen jubein. Drei Töchter wollen Hosen mit sein,
Hoy ven calen juven, es con kein simchen sein, una jevein. Das sie basingen, baweinen die Kale. Zu was ist ähnlich die Melodie? Wie wir lernen die Teure zu Bar Mitzvah. Wie man lernt, das seine Nigunim zu lernen die Teure, oder? Und die erste Aktion moderne seinen Gewinn Batchonim, weil euch der Batchen ist bederich klal Gewinn Hasen. Und die jüdische Musik, die so gerufene, die jüdische Melodies, seien ein Produkt von die Nigunim, was mir umgeht schon von 2000 Jahren zurück. Und die moderne Nigunim, wo bist der Lehrer, lass mir singen, Sheivune Beis Hamikdash. Oye Sheivune Beis Hamikdash, Bimei Yomeianu, Vesein Chelkeinu Besoyrosecho, Sheivune Beis Hamikdash, Bimei Yomeianu, Vesein Chelkeinu Besoyrosecho. Sheivunei Beis Hamikdash b'meiro v'yomeyana v'sein chelkeinu b'soyrosecha. Sheivunei Beis Hamikdash b'meiro v'yomeyana v'sein chelkeinu b'soyrosecha. Sheivunei Beis Hamikdash b'meiro v'yomeyanu v'sein chelkeinu b'soyrosecha. Sheivunei Beis Hamikdash b'meiro v'yomeyanu Vesein chelkeinu b'soyrosecha. Melodie, viele zusammen. Und wenn die Askole will lernen, das Volk mit Theater, mit Büchern und verspreiten Wissen, hat sie genommen Motiven von der alten jüdischen Tradition und die hereinziehende Meulem hat man gespielt, Josef mit den Brüdern, Akedo Sitzchok, man pflegt erzählen die dramatischen Teilen von Chumash. Das seien gewähnt die Motive. Megillas Esther, Purim-Zeit. Der Tanach ist voll mit Theater. Lehend dem Fragment von Akede Sitzchok, wenn, wie heißt der, Avrom Avinu bringt Yitzchok zu der Akede, und nachdem wird es so ist, und lehend es, wird ihr sehen, als das ist ein Libretto von Theater. Es ist dort Theatralischkeit in dem Dialog zwischen Gott mit Avrom. Aber das ist gewesen der Oneit von Theater. Und die Askole hat gemacht Schulen für jüdische Intellektuellen. Und wir haben da ein Jitomirer. Wo bist du? San Diego. Sami, in Jitomir hat existiert eine Schule für junge Intellektuellen.
Und dort hat man gelernt Literatur und Sprache und Geografie und ich weiß, moderne Kenntnisse. Und dort ist gewesen ein Inspektor, Chaim Selig Slonimski, was ist gewesen der Äquivalent von Moshe Mendelssohn. Und Punkt wie alle Inspektors hat gehabt eine Freude. Und die Frau hat lieb gehabt zu spielen Theater. Und dort nie gewesen ein Lehrer, ein Doktor. Doktor Medizin ist schon gewesen ein Lehrer. Und wir reden von 1840, ein jüdischer Doktor. Und die Frau Slonimski hat sich gebeten bei ihm Schreibtontheater. Und dort haben die Talmidim von Seminar in Jitomir gespielt die Piese Serkele. Am meisten mit der jüdischen Frau, mit der Galizianer, mit der Litwak. A schöne Meise. Aber wo nimmt man Mädlich? Als sie nicht gewinnt, kein Mädlich in Rabbinerseminar. A viele bei Maskilim. Und ein Talmid dort gespielt die zentrale Rolle von der Frau Serkele. Wer ist gewesen der Talmid? Avrom Goldfaden. Und das hat ihm zugezogen zu Theater. Serkele in Rabbinerseminar. In dem Rabbinerseminar haben gelernt euch Sholem Aleichem, Linetzki und andere junge Intellektuellen. Sie gewinnen an min Mittelschule, an min Ort. Alle Intellektuellen sind gegangen in Jitomir. Und geht, der Dosiker Goldfaden, geht lernen Medizin in Berlin. Und spaziert über Paris. Ist gewesen ein Stückel Playboy dort, ein Intellektual. Hat gesehen Theater in Paris, gesehen Molière. Und in Berlin hat gehört Opera. Und ist gewesen verliebt in Opera. Und wie ein junger Bocher in die 50er Jahren vom 19. Jahrhundert. Und hat nicht gehabt kein Parnos, hat nicht verendigt, sie gewinnt Zores. Bis verkehrt sich, und ich mache es bekitzer, weil wir haben nicht keine Zeit. Bis dreht sich herum in der Zeit, wenn Russland hat gemacht die Milchome mit Türkei. Mit 19. Jahrhundert. Und wenn es ist da Milchomes, darf ihr wissen, als die besten Geschäften macht man bei den Grenzen. Weil in den Grenzen ist da Kontraband. Und in den Grenzen seien da Männer, was haben nicht was zu tun bei der Nacht. Gehen sie in die Cafés. Und Golf hatten gesagt, lass mir verweilen die Männer. Und in einem Café, Le Pomul Verde, das heißt der grüne Äpfelbäume, hat gemacht dem ersten Spektakel von jüdischem Theater. Und Goldfaden schreibt in seine Sichroines, das ist gewesen mein erste Fiasko. Also steht geschrieben auf Jiddisch. Von Italienisch. Weil was hat getan? Hat genommen ein paar Chazonim, was nicht gehabt kein Parnose. Ein paar Batchonim, was nicht gehabt kein Parnose. Einige Freuensehere oder Kochankes Geliebte, fragt mir Becherem, wer seine gewinnt die Freuen. Und allein hat angefangen zu rezitieren. Und der Eulem hat die Mäus gepfeift. Das erzählt in seine Sichroines. Und
wenn die Chasonim und Batchonim und die Freuen umgehoben zu singen, hat sich Goldfaden vertragt. Efter darf ich herabgehen von der Wiener, sich ablosen von Rezitaties und wir dürfen machen Operettes. Bellini, Donizetti und Verdi hat gehört. Erzählt, dass in Berlin hat viele gehört, Wagners an Opera. Hat genommen die Tradition von Batchonim und in der und Chasonim und Singers und Smires und geschaffen die erste, nachdem wir hat der Volk ökonomischen in die Spektakeln in Jas, hat angehoben zu schreiben Operettes. Und weil in der Mode ist gewesen Nationalismus, noch im Wiener Kongress, Frühling von die Völker in 1848, hat genommen die nationalen Momente in der jüdischen Geschichte und geschrieben Operettes von Bar Kochba, von Scholamis, Sheivone Beis Hamikdosh. Da seien gewesen die Motiven von dem ersten primitiven Theater. Und als Sachlieder, was wir singen, einzeltag, seien geschaffen geworden vom primitiven jüdischen Theater von Avrom Goldfaden. Wenn man kommt rein in der Bühne und man pravet a Geburtstag, singt man zu dein Geburtstag, zu Operette Goldfaden. Wenn in Schulamis singt die Mame a Wieglied, das Kind singt sie wie a Soprano und sie schreit. Mit a Geschrei bin ich sicher, und das Kind nicht gekannt schlafen. Rojinkes mit Mandeln. Schlaf, meine, schlaf. Sie doch a lächerlich. Wie kann ein Kind schlafen, wenn die Soprano singt? Und so hat reingenommen in die Spektakeln seine Solisten, Duetten, Trietten, Horn, noch gemacht die Operas. Das ist Goldfaden. Bis die 80er Jahre, wenn noch der Milchome schon nicht gewinnt kein Geld, und sein Truppe hat gehabt 40 Akteuren, ein existiert nicht in dem modernen Zeiten, a größten Spektakel in Broadway. A Truppe von 40 Akteuren und Singers. Das ist gewesen Goldfaden. Aber Goldfaden ist gewesen ein kluger Impressar. Bis hat bankrottiert, weil die Pogromen von den 80er Jahren und die Sof von den Milchomes haben geschaffen ökonomische Probleme und der Eulen ist nicht gegangen in Theater, weil er nicht gehabt kein Geld und selbst sich an die Massenimmigratie noch die Pogromen. In Amerika wird das Center. Aber von wann hat genommen Akteuren? Wer seien gewesen die Akteuren? Die Akteuren seien gewesen Volkssingers, was pflegen herumgehen von Stadt zu Stadt und singen ihre Lieder. Und nehmen seinen von die verspreizte die Bruder Singer, Berl Bruder oder ich weiß, Eliokum Zunzer oder andere, was pflegen organisieren Spektakeln. Punkt wie man organisiert in Central Park oder in Luna Park und es kommt ein Singer und man verkauft die Platten und die Disken. Pflegen sie
geben ein Konzert, singen sie ihre Lieder und Meises und Humoreskes und Coupletten und einer hat verkauft die Bücherlech. Bei mir seinen Verein Bücherlech von Eliokum Zunzer, von die Brüder Singers und Melodie, weil der Eule hat sich ausgelernt die Melodie beim Gehen auf ein Konzert. Und sie seien gewesen die ersten Akteure. Und die Themes von den Liedern seien nicht kein koschere Themes. Weil eine von den Liedern, ich lieber lehnen, eine Strophe, porlich sie reißen sich, kriegen sich, beißen sich, Punkt wie eine Katz mit der Mäus. Ich darf euch nicht sagen, was tun die porlich. Das Leben vermiesen sich, Schein der wissen sich, es geht schon von euch zu euch. Pikante erotische Beschreibungen, Theatermegmen. Und man darf haben Themes, ist die erste Aktion von Goldfaden, wenn sie sehen, dass es da Parnasse, verlosen sie Goldfaden und sie öffnen ihre Theaters und sie spazieren über Europa. Das ist der Onneib von jüdischen Theater. Das ist der Sort Akteur, der Volksmensch. Das ist der Zielgewinn. Und die Truppe fahren herum über Europa. Und sie fahren herum über die weitsten Mekoimes. Es seien verregistriert Akteurentruppes von mitten 19. Jahrhundert bis der Ersten Weltmilchome. Meile sie da in Warsche, in Wilne, in Kiew, Minsk. Aber sie ist da in Harbin. Harbin ist Manchuria, wo es sich gewinnt ein Center von Jiden, wo es der Zar oder der Leut, nicht weit von Birobidjan später, ihr sollt sich orientieren. Harbin. Konstantinopel, wo es hat gehabt im 19. Jahrhundert an aschkenazische Schule. Und jüdische Akteuren, einer von den ersten Akteuren, der Terk, ist gekommen von Konstantinopel. Und wir wird hören, Manger Salit wegen Welbel, Sbarger und Malkele die Scheine, das seien zwei Akteuren, die haben gespielt in Konstantinopel. In Alexandrie, wo es hat gehabt an aschkenazischen Zentren euch. Und das ist gewesen das jüdische Theater. Und die Truppes pflegen herumfahren über ganze Europa und sie gewinnen es heute zu verkaufen. Und da will ich euch weisen, welches gewinnt die Themen von die narische Pieces, wo seinen da. Hasje die Säume, man drückt unter am Mädel, der Reicher, was der sozialer Moment, der Reicher, was der geht die Ohren, orme Leid, der Mann, was verlost die Stub und geht an und entläuft mit einer anderen Freude, das ist sehr interessant. Bis eine Truppe kommt dann in 1910, 1911 in Prag. Einer Levi und eine Aktrice, und sie spielen Theater. Und Max Brod hat gar nicht was zu tun und verbet sein Haver Franz Kafka zu gehen in jüdischen Theater. Und Franz Kafka fragt ihn, was ist Jiddisch? Kafka hat in sein Leben nicht gehört, kein jüdisch Wort.
Aber hat verstanden. Und ist verliebt geworden in dem jüdischen Wort und in dem jüdischen Theater. Und wenn hat sich zerkriegt mit den Taten, seinen berühmten Brief, eine von den Motiven, was hat lieb gehabt Jiddisch. Und der Tate, der Gewirr, hat nicht toleriert Jiddisch, wie ein Maskil. Glaubt nicht, was ich sage, lehnt über Kafkas Tagebücher, wird ihr sehen, welche seien die Spektakeln, was hat gesehen, und wie viel Mal ist gegangen in jüdischen Theater. Ihr werdet nicht können glauben. Meine These ist, als ist gewesen mehr verliebt in der Aktrice wie in Jiddisch. Aber das ist seitige Union. Und auf so weit, als macht das Spektakel mit dem Akteur und mit der Aktrice in der Keile in Prag. Und wer redet auf Deutsch wegen Jiddisch? Franz Kafka. Geht da rein wie heißt das, in Google und sucht ob die Rede, was Franz Kafka halt wegen Jiddisch. Und das ist gewesen eine Nachmachung vom primitiven, also zu sagen, Kaffeekonzert. Man rezitiert und die zwei Akteuren rezitieren Poesie. Und eine von den Liedern, was Levi rezitiert, das andere Material, was ich will wegen dem nicht reden, ist gewesen ein Lied von Frug, eine von den jüdischen Poeten vom 19. Jahrhundert. Was ich will lehnen, dem Original. Und ihr wird allein verstehen, von wann die dosige billige Akteuren haben genommen dem Motiv und geschaffen pornografische Wörter. Frug Ton ein Lied wegen Pogromen und Stern und Levone Azoi, Samt und Stern. Das ist die Nevue, was das jüdische Volk darf man, das jüdische Volk ist ein ewig Volk. Und Frug Ton mit die dosige Schures. Es scheint die Levone, es glanzen die Sterne, die Nacht schwebt auf Berg und auf Toll. Ich darf euch ermahnen, welche ist die Parodie, was die billige Akteuren haben gemacht? Ich schäme sich. Ist, weil man not bedarf haben, Themes, ist man gegangen zu Shakespeare und glaubt mir, als die Theaterlibrettos vom 19. Jahrhundert seien gewesen Medea, aber verjidischt. Romeo und Julieta verjidischt. Und es ist gewesen ein Akteur, was hat gemacht als ein Plakat, Reklame, ein Flugblättel, auf zu verkaufen sein Spektakel. Der jüdische König Lear, Shakespeare, von dem weltberühmten William Shakespeare, übergesetzt und verbessert. Der jüdische Akteur hat verbessert Shakespeare. Der jüdische König Lear. Aber sehr interessant. Die Akteuren haben nicht gekannt lernen. Und eine Sache von sie seien gewinn chiste Analphabeten. Aber die Impressaren und die Schreibers haben ja gelernt.
Haben sie gelernt russische Literatur, französische Literatur, deutsche und polnische Literatur, genommen die Motiven und gespielt Theater. Auf so weit, als ein Personage von der französischen Literatur, Alphonse, ist gewesen ein Freuenhändler in der Pièce. Und in der jüdischen Version hat konserviert den Namen, ist Rufian, Freuenhändler, geworden Alphonse, weil das nimmt sich von jüdischen Theater. Und weil, geht guck, wie so die jüdische Sprache wird bereichert mit Wörtern, was man hat genommen von Theater. Und die Machschefe bei Goldfaden hat einen Namen gegeben, die Bobbe Jachne. Genommen von einer russischen Meise von der Baba Yaga. Hat ausgetragen den Namen Bobbe Jachne von der Baba Yaga. Hat ruiniert ein schön jüdischer Namen Jachne, was noch dem wir hat geschaffen, dem Personage Bobbe Jachne, hat mehr kein jüdisches Mädel nicht getragen dem Namen. Oder wie ein Personage von Goldfadens Theater mit Namen Kaldunie, Kaldunie auf Litwisch, auf Ukrainisch meint Machschefe. Ist die Kreplech bekommen, ob ihr wollt essen Kreplech in Ukraine oder in Vilne, darf ihr beten Kaldunie. Genommen von jüdischen Theater. Und wenn in New York die schon emigrierte Akteuren bedarf haben Scheure für Theater, sie genommen die Motiven von Tolstois Romanen. Kreutzer Sonate hat man gespielt in Theater früher auf Jiddisch wie aufeinander sprach. Ihr kennt, euch das nicht, rekommendiere ich, lehen Tolstoi Kreutzer Sonate, wo ein Porl, ein Fiedler und ein Pianist treffen sich zu machen Probe von Beethovens Kreutzer Sonate und sie spielen eine nicht legale Liebe. Das hat man gespielt früher auf Jiddisch. Und Punkt wie Arthur Miller pflegt ständig sagen, als der Tod von Willy Loman, La muerte de un viajante, der Tod von einem Viajor, hat man gespielt in derselbigen Zeit Jiddisch und Englisch. Das sind die Themen. Was meint ihr, ist Fiedler auf dem Dach? Ob nicht Sholem Aleichems Motiven und gespielt Theater? Also hat funktioniert das jüdische Theater. Und eine Sache bedeuere ich. Der letzte von den ersten Akteuren von Goldfadens Theater, die letzten zwei, sind gestorben in Buenos Aires. Aber ich bin gewesen sehr jung, zu 12, 15 Jahren, und ich gehabt noch mein Interesse. Einer ist Palepade und der zweite ist Schleume Prisament. Mechabrim von Texten und keiner weiß nicht von sie. Ihr habt einmal gehört den Namen Palepade von den ersten Akteuren. Und Schleume Prisament von Zeit zu Zeit der Mond mit seinen Lieder.
Oder wie heißt der andere, wo sie gestorben in Europa in Zeit von der Milchome, wo es hat geschrieben, no, ich bin schon zu mit, habe ich vergessen. Wer hat geschrieben, Freitag auf der Nacht? Der Mann sich Freitag auf der Nacht, Sarah Fargenin. Sternheim, ein Galizianer. Weil Galizia ist Grenze zwischen Polen und Ukraine. Wenn dort gespielt Theater. Das ist der Ziel von jüdischen Theater gewesen, der Ohne von jüdischen Theater. Und die dosige Tradition von wandernde Akteuren in Cafés, auf Jiddisch hat man gespielt Café-Konzert, 200 Jahre älter, das sie gewesen populär in Berlin, in der dosiger literarischer Kabarett. Auf so weit, als in Shakespeares Zeiten, wenn Jiden gespielt in Mizrach-Europa Theater, ist von jenen Jahren rein auf Jiddisch der Gedanke von es tut sich auf Tisch und auf Bank. Was meint es tut sich auf Tisch und auf Bank? A größer Tararam und de Pelote, weil fleckt reinkommen, der Singer, der zählen meistens singen, hat man zu neu genommen die Tischen und die Bank und gespielt Theater und gesungen. Es tut sich auf Tisch und auf Bank. Und Rabbonim haben gesagt, geht nicht. Aber ich bin gegangen. Die dosige Spektakeln haben reingenommen Batchonim und Chazonim, primitive Akteuren und große jüdische Schreibers, was haben geschrieben Musik und Texten. Nach meiner Meinung die beste jüdische Akteuren, was haben gespielt, also gerufene Kleinkunsttheater, seinen gewähnt Gigan und Schumacher, Vater Milchome, wenn der größere Schreiber Moshe Broderson oder Heilblum oder der Dunkeler oder andere prominente Humoristen um Farsee geschrieben Texten. Und so ist einen zugekommen, als solche Akteuren, was ihr kennt, Max Perlman, Henry Gero, Ben-Zion Wittler, was Pesach Geburtstein, was alle erzählen das Eigene. Punkt wie alle anderen Akteuren, wie Palepade und andere, oder Prisamen. Sie seien entlaufen von dem Städtel mit der Truppe von Akteuren, was ist gekommen, spielen, weil sie gewollt rausgehen auf der Welt. Und das ist der primitive jüdische Akteur. Alle seinen Arois, wenn sie seinen gewähnt 13, 14, 15 Jahre alt, weil sie seinen gewähnt verkischeft von einem neuen literarischen Genre, von einem neuen Spektakel, wie das sie spielen Theater. Und Peretz hat das verstanden und hat gesagt, sein berühmten Satz, Theater a Schul für der Erwachsene. Weil der Eule ist gegangen in Theater, lernen. Sie haben sich bekannt mit Shakespeare, Molière,
Wagner, ich weiß, sie haben nicht gewusst, aber man hat sie verkauft die Scheure und Golf hat noch angehört. Später seien gekommen Paul Moni und Maurice Schwarz und Bulow und die Wilner Truppe. Aber später, früher ist es gewesen populär. Efter die Buenos Aireser in meine Jahren gedenken, ich gedenke noch dem Spektakel von El Balneario Municipal in die 50er Jahren, in der La Confiteria Munich. Also hat sich angehoben das jüdische Theater in Jazz mit Goldfaden. Das ist der Onne vom Theater. Nach dem kommen die Pieces. Und Gita guck, wie wichtig die dosige Spektakeln seien gewesen, als von die berühmtesten Lieder, geschaffen von sie oder von anderen, gegangen wird, ich weiß, als viele Blas Parera auch gekannt gammenen von Himno Nacional, dem nationalen Hymnen. Und Smetana hat gekannt reinnehmen am moldawisch Liedl, was noch dem hat einer zugeschrieben Musik und besingt es wie ein nationaler Hymnen in Israel, die Atikwa, genommen von einem moldawisch Lied. Was gemeint hat? Und geht a guck, was hat gemeint und wie tief seien rein die dosige Lieder von jüdischen Theater. Weil es ist nicht da in dem jüdischen Theater ein Spektakel, wo es soll nicht sein ein Lied, ein Tänzel und die Nostalgie zum Nest, was man not verloren. Nostalgie. Ich habe verloren dem Nest. Es geht a guck, in alle Spektakeln zieht man on Licht, man wascht die Hände, man macht Kiddush, man stellt a Chuppe. Und der religiöse Sektor hat geworfen Pech und Schwebel auf die Aktion. Weil ob du sagst auf der Bühne a Reirat, hast du Hassene gehabt. Ich lasse mir hören, Sergio, ein paar Lieder von jüdischen Theater. Hab dich lieb, prostem pushet, und kein schon Chochmes, ich hab dich lieb. Hab dich lieb, prostem pushet, und kein schon Chochmes, ich hab dich lieb, weil ich hab dich lieb, prostem pushet. Und kein schon Chochmes, ich hab dich lieb, oi, ich hab dich lieb, prostem pushet. Und kein schon Chochmes, ich hab dich lieb, weil die bist Maruchale, Mamas, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Mädale, jach, tschach, 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 bist man Matunale. Man Simon Levunale, mein Kleine, mein schöne Mädele, weil ich lieb dich, ich hab dich lieb, und Aschir, weil wenn die gehst, nur a Kick auf mir, weiß ich lieb noch dir, die bis Maruchale, Mamas, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Mädele, Gimlein Lammetes, so auf dem steht die Welt. Geld, Geld, mein Success, du siehst festgestellt. Jeder darf es in erneut, dir Geld zu kaufen Brot. Fin Geburtstag, wissen, deut ist Geld, Geld, Geld. Wie nimmt man ein bisschen Masel? Oi, wie nimmt man ein bisschen Glück? Du schreit, alles soll sich schön drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt ist doch was schaffen
für alle Menschen gleich. Nur wie nennt man ein bisschen, heute ein klein bisschen, wie nennt man ein bisschen Glück? Oi, wie nennt man ein bisschen, heute ein Kapetschke, wie nennt man ein bisschen Glück? Oi, Rivkele, die bist mein Leben, bist mein Glück. Rivkele, mit dir darf ich kein Äußeres nicht. Wie schön wie die Levone, hast du ja mit kein, die bis Mama tune. Schöner kann nicht sein, euer Rivkele. Mein Herz gegeben wollte ich dich, Rivkele. Rivkele, ich lieb dir unaschier. Oi, I like sing. Oi, 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 I like sing. Ich schwöre ach Menschen, Gott in Himmel, ist Geschmack wie ein Herrenzimmers. I like she, that's all. Ich bin ein aufgekochter, sie ständig auf mein Blick. Trink ich ein Glas Wasser, als ich sie in Glas, bevor ich leg mir schlafen. Ich tin aus mein Zug, nehm ich mir a Wanne, als ich sie im Boot. Sei ich hole mich, sei auf der Ware. Weißt du, liebe Freund, eine Mulle, sag, oi, 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 I like sing, oi, 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 I like sing. Ich schwöre ach Menschen, Gott in Himmel, ist Geschmack wie ein Herrenzimmers. I like she, and that's all. Romania, 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 Romania. Nicht die histige Rumänien, die amolige Rumänien, 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 es gewinnt Amula, Mula, lernt das Aziz und Ascheine. Dort zu leben ist gewinnt auf Argenigen, wo es das gewollt hat, mit dort gekonnt kriegen, am Ameligele, mit der Karnassale, mit der Pastromale, mit der Gläsele Wein. Ei, Rumänien, es ist doch geht, fink ein Deiges, weiß man nicht, dann Wein trinkt man überall, man verweist der Kaskevat, Eidrigalilai, 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 Eidrigalilai. Heute sie viel essen ist nicht gut, wenig ist gesinnter, Versiota fette Weib, jenems war im Winter, Yamdam, Damdildam, Yamdam, Damdildam, Yamdam, Damdildam, Otschak, Damdildam. Oh, es ist am Mechaie, wo es wesse Konusam, es ist doch Hafargening, ist doch Rumänisch Wein. Wer seot Geld das Sach, jener ist ein Knacker, an eigen Weibestag geht, nur jenem ist Geschmacker, Yamdam, Damdildam, Yamdam, Damdildam. Oh, es ist am Mechaie, wo es wesse Konusam, es ist doch Hafargening, ist doch Rumänisch Wein. Oi, losach, Meidale, losach. Oi, losach, Kind sich losach. Oi, losach, Meidale, losach. Dai mameo sich euch gelos. Dort ihr dit, bravo, Lehrer. Dort ihr die Themes von poscheten, billigen Volkstheater. Was? Wegen dem ist keine Diskussion, wir seien nicht... hat lieb zu singen, wird singen weiter. Nimmt die Themes, wo seinen Verein in die Lieder, wird die oben ein Schlager, ein erfolgreichen Spektakel. Liebe, Parnasse, Masel, die neue Welt und Erotik. Und Städten. In der modernen Zeit hat man die Nostalgie von den Städtlich. Kommt Moritz Schwarz und macht dem modernen neuen Theater, ein besseren Theater wie die Wilner Truppe mit Anskis, Diebeck und andere große Spektakeln von Schreibers wie Scholemasch, weil Gott von der Komme ist von ohne 20. Jahrhundert.
Und Diebeck ist von 1920. Und Peretz Goldene Cave ist von 1910. Also erst nachdem kommt der bessere jüdische Spektakel. Aber das ist gewesen der Roneb von jüdischen Spektakel. Und neu beseinen da Frages, entweder Frages. Und als nicht, geht man schlafen. Seguir essen. Oder essen. Und ich sage euch schon, dem letzten Tisch von Juni wird sein, ein Tomir es bestimmt auf der Lektie. Es wird sein Sex in der jüdischen Kultur und in der jüdischen Literatur. Sehr schön. Und wir wollen reden Warum? Weil ich können singen Mirele der Rebbetzin. Absolut, absolut. In Astädtel und in Astädtel nicht weit von da. Ne? Das wirst du singen. Chevre, das ist es. Es ist nicht nur die Dosike, die Zeiten um sich gebieten. Und unsere Seides und Bobes haben genossen von diesen Spektakeln. Euch. Weil das sie gewinnen mit verstellte Erotik, weil Nivelpe reden Miesketen ist gewinn verboten in der jüdischen Tradition in die letzten 2500 Jahren. Der Fall seinen nicht da, kein Miese Wörter auf Jiddisch. Auf so weit, als Toches ist ein Euphemism, was will sagen unten. Und sie nicht kein Mies Wort. Chevre, Avrom, ich will mir damit sein, Elsa, was hat gebeten, Jiddisch redet sich also schön. Was meinst du, ja? Ja. Jiddisch redet sich also schön, Jiddisch ist doch Munechein, Jiddisch reden, Babes, Tates, Seides, Mames, in der Rabbe, Priftov, go, Jesunget, Shabbos, Jiddisch redet sich also schön, Jiddisch ist doch Munechein, wo steigen die Lechoyenes, oye finandere mechoyenes, as Jiddisch retzach as Bravo. Ahorita guck die Melodie, Vamos a aplaudir con ruido. Motiv von jüdischer traditionelle liturgische Musik. Judith, willst du etwas sagen? Nein. Me metió el corazón, Judith. ¿El qué? Justo que hoy no iba a decir nada. Vine a escuchar nomás. Ah, muy bien. No, pero espera, hagamos así. El domingo sí. A las 12 de Yiddish Show. Yo. A las 6 de la tarde, hora argentina, Abraham va a hablar en un programa de Colombia. Por Facebook va a estar el Zoom para que lo puedan escuchar, la historia del Yiddish. Yo creo que algo vas a tener para decir, ¿no, Abraham? Algo. Y el sábado... Y el miércoles... No, el sábado antes, sí. En Amigos por Israel, también va a estar en Fatma. Humor judío, homenaje a Eliyahu Toker con Rudy. Entonces lo mando después. El miércoles que viene, Teimit Líder y la estación es Rusia. Y no se lo pierdan porque hay una profesora de literatura que va a hablar de literatura rusa y de los judíos. Y Vira Losinsky desde Israel también va a cantar, más todo lo que pasa en el Teimit Líder. Así que bueno, agenda completa. Alles ist dieselbe Link, dieselbe Verbindung. Facebook.
Facebook, los mando también. Por Facebook todo. Pony. En Facebook, bueno. Chao, a gute Nacht. A gute Nacht. Abrum, como siempre. A gute Nacht. Excelente. Chao. Excelente. Muy Hoy lindo, sí. muchas gracias. Una frase muy interesante. Y al cantor también, muy lindo todo. Genial, Der Kantor geht es nicht. Ohne Singer, Genial, Abraham. das ist mein privater Singer. Chao. Chao, buenas noches. Genial. Genial, muy bueno. Ich gehe heraus für Daniel. Oh, Donde schön. dice salir, salir. Ja, aber Sie Buenísimo. Salir. Abraham, del privater Singer no te privas de nada. No sicher. Ich will dir sagen, Fidisch. Sich zu, Jaime, als man ist Haser, soll schon rinnen. Claro, claro. Chao. Chao.